So, liebe Leute, willkommen zurück zu Anno 1800, zu einer neuen, hoffentlich erfolgreichen Runde. Und zwar heute geht es ein bisschen darum zu gucken, was könnten wir hier und da noch alles optimieren, auf den Vordermann bringen. Ich meine, es gäbe natürlich noch viel zu tun und alles werde ich in der Folge sowieso nicht mehr schaffen, das ist soweit auch klar. Aber es geht mir vor allem ein bisschen darum, zu gucken, welchen Weg können wir alles ein bisschen bringen. Damit wir dann ja in der nächsten Folge, so ist zumindest der Plan, mit dem nächsten DLC starten. Je nachdem vielleicht auch in einer leicht anderen Form im Let's Play. Das müssen wir erstmal gucken, wenn es soweit ist. Und ja, damit das irgendwie dann hoffentlich gut funktioniert, muss ich jetzt in der Folge noch einiges machen. Und zumindest einiges vorbereiten. In der neuen Welt haben wir uns lange nicht mehr so intensiv darum gekümmert und ja, das darf jetzt nicht mehr sein. Nee, da muss man jetzt dringend dahinter. So. Dann hätten wir zumindest jetzt das dort mal. Wir haben hier den Marktplatz, da ist alles klar. Mit Hospital, mit der Box Arena. Da stimmt soweit alles auch. Hier habe ich Platz, um noch ein bisschen auszubauen. Habe ich halt soweit schon mal vorgesehen. Hier habe ich die Dinger mal, die Depots verschoben. Die Anlegestellen hier mal gemacht. Sehr schön. Was auch mal hier eine Idee wäre, die Hafenmeisterei. Werde ich hoffentlich auch bauen können. Besucherhafen 1 pro Insel laut, okay. Ja, Öllager muss vielleicht auch mal kommen. Der war's, ja. Genau, ich könnte ihn ja mal provisorisch dahin platzieren. Obwohl, da ist eigentlich kacke, ganz ehrlich. Eigentlich müsste er ja hier hin. Weil ich hier die Ölquellen habe. Diese Dinger müsste ich hier verschieben, wa? Mhm. Okay, dann werden wir das mal in Angriff nehmen. Sprich, ich werde die hier mal verschieben. Nee, der kann bleiben. Dann wollte ich ja abgesehen von kleinen Ölhafen, den ich jetzt auch mal provisorisch irgendwie hinbaue. Was auch nicht geht, weil die Depots im Weg sind. Wie wär's mit einem Kaffee? Sie spielen schon seit 2 Stunden. Das ist so nicht ganz korrekt, Kumpel. Da wir zwischenzeitlich auch noch ein bisschen Pause hatten. Oder es zumindest angekündigt hatte. So, die noch nicht ganz das, was er wollte. Aber ja, wir müssen erstmal gucken, ne, ob das hier überhaupt so alles funktioniert. Wie gehofft. Einen besseren Handel können sie nicht machen. Stimmt, so eine Güterklasse aber schon längstens vergessen. Ey. Da ist wieder eine andere Zeit. Okay, der wäre jetzt da. Für die Rallala. Das heißt, kann ich ja hier die Dinger trotzdem platzieren. Die White Lady, also der Hai, war das Schönste, was ich je gesehen habe. Sie war wie ein Geist, eine weiße Erinnerung in der tiefsten Schwärze von Wasser und Zeit. All die sagenhaften Länder existieren wird. Machen wir, Freunde. Wir müssen ja auch einen botanischen Garten so noch upgraden, aber muss nicht alles jetzt heute Gern sein. würde ich Sie noch einmal sehen. Meinen Sie, Sie könnten... Viel kann ich nicht geben. Vielleicht die Pläne für mein Schiff? Ja, warum nicht? Schick rüber die Scheiße. Hat er jetzt gemacht oder hat er es nicht gemacht? Da hat er, cool. Also hätten wir das auch schon mal noch ein bisschen ins Auge gefasst. Sehr gut, sehr gut. Ja, es geht voran, es geht voran.
kann man nicht anders sagen. Warte mal, der muss jetzt doch irgendwie anders, woanders hin. Vor allem, hey, jetzt habe ich da 4 gemacht, war er den gar nicht mehr. Hafenmeister, aber doch irgendwas. Beweisen Sie, dass Sie mehr sind als ein Schaumschläger. Kämpfen Sie notfalls dafür. Scheiß Unter ihrer Besucherhafen. Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Jetzt ist natürlich der Hafen nicht so groß, wie ich gerne Ich bin gehabt hätte. zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Kein Tortillas mehr. Hm? Improsperity, wa? Das muss irgendwo untergebracht werden. Ups. Ich habe das lange ausvergessen. Sorry. Damals ein bisschen zu viel gelöscht, ja. Ja, das ist die scheiß Hafenmeisterei. Sag mal, Blaupause-Modus 1, so verschwindet der immer wieder. Creepy. Ja. Warte mal, stimmt. Die muss gar nicht so gesetzt werden, kann ich ja auch so dazwischen setzen. Aber trotzdem ist es irgendwie ein bisschen doof hier, warte mal. Ich habe hier drüben natürlich 5 Stück, also würde ich schon lieber dahin platzieren. Also irgendwie am besten sogar fast schon so, wa? Okay, das würde gehen, dann würde ich die aber noch ein bisschen weiter verschieben. Die Frage ist, reichen 2? Will ich noch einen dritten dahin machen? Der hier, der Besucherhafen, stört mich auch ein wenig. Irgendwo muss ich noch einen scheiß Reparaturkran hinsetzen. Das ursprünglich hier hatte. Das wäre halt die Idee, ob man die wieder zurückschiebt. Na komm. Ist echt ein bisschen störrisch hier, wa? Den Platz braucht halt fürs Öl. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Echt alle irgendwie so machen? Oh, jetzt reizt wieder nicht, hey, ich glaub das nicht. Ja, Treibgut wegen den Lagerhäusern, weil ich jetzt so viel weggeschmissen habe. Ist mir klar, ist mir klar. Oder? Die halt alle dahin. Ja, so geht's. Und wieder das scheiß Blaupausenmodus raus. Wieder so ein seltsamer Bug oder was? Oh, an der Stelle. Ne, Reparaturkran bitte. Den kann ich schon mal upgraden. Dankeschön. 4 hatte ich, war ursprünglich, glaube ich sogar. Aber sag mal, Ding aber schon noch irgendwo im Einsatz, oder? Hier ein bisschen Ziegel. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie die Ziegel stark abgenommen haben. Okay. So, komm, was soll der Geiz? Haben wir so näher
dran bauen, wa? Egal. Also, Hafenmeisterei. Gut, die bringen uns gar nichts. Die aktuell sind. Aber ich hätte jetzt zumindest schon mal den Ölhafen. Das wäre doch schon mal etwas. Ja, theoretisch können wir hier nochmal Fischöl-Ding hinbauen. Man es hinbauen sollte, ist vielleicht eine andere Frage. Immer noch einen kleinen Ölhafen, aber wegnehmen kann ich immer wieder schnell. Das ist nicht das Problem. So. In die Takelage! Ah ne, da hat's ja. Aber ich wollte das Treibnetz mitnehmen. Die Poncho-Weberei. Ne, der bleibt ja hier, weil er hier die Ponchos ja machen will nachher. Nutzpflanzfarmen, der kommt mit. Ja, ausgerüstet Hafenmeister, Produktivität. Perlenüberfluss bereitgestellt. Da habe ich schon, brauche also gar nichts. Beeinfluss Perlenfarm, bleibt auch hier. Steuermann! Bitte mal hier hin, vielleicht kannst du ein paar Waren wieder an Bord nehmen. Du kannst es doch noch, Reffe. Ja, genau, also die gebackenen Bananen gehen ja hier aus. Tortillas ist klar, warum sie runtergegangen sind, weil ich jetzt gerade irgendwie alles zerstört habe. Okay, dann gucken wir uns mal wegen den Verbrauchsgütern. Gebackene Banane, also Fischöl. Aber irgendwie ja gesehen haben wir ja sowieso genug. Wenn wir jetzt noch einmal plötzlich. Das füllt sich sowieso wieder, also kein Problem. Bananenplantage aus 1:1. Das dürfte ja insofern auch kein Problem sein. Ja, und das jetzt alles da oben hin machen. Die Kaffeerösterei vielleicht doch irgendwie hier hin verschieben. Lagerhaus. Also. Toll, wenn ich da wo ich vorhin aufgehört habe, wa? Hier unten wäre eigentlich doch ein bisschen Platz, nach ihnen was zu machen. Das kann ja alles unbedingt hier oben sein. Konkurrenten haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Schön, das freut mich. Frieden ist gut. Ich weiß, sage ich jetzt noch. So, und demzufolge würde bedeuten, dass man hier eventuell nochmal so ein Häuschen hinbauen könnte. Für die sagenumwobene Kaffeeproduktion. So. Dann geht das hier unten nämlich auch perfekt auf. Äußerst verheißungsvolle. Oh, der schon wieder ständig neue Expeditionen. Die Menschen lassen sie hochleben. Sicher nicht hier. Doch, La Isla, okay, das wundert mich jetzt ein bisschen. Da der jede würden gleich auf die Barrikade gehen.
So, wir brauchen nachher einen Weg falls er wirklich hier mit dem Öl so belassen würde. Müssen wir gucken. Dann ein paar Eisenbahnschienen hinkriege. Okay, jetzt gehen wir doch plötzlich nochmal der Ziegelei das Ding aus. Naja, gut. Ich hoffe, es reicht noch ein bisschen. Für diesen jenes zumindest. So, gebackene Bananen, genau. Wie ist das eigentlich genau mit den Bananenfeldern? Brauchen die überhaupt so viel Platz? Oder 28? Das können natürlich mit dir noch ein bisschen optimieren, wa? Mhm. Okay. Wenn die nicht erst So. etwas bringen. Also, bisher hatten wir... Wo kommen eigentlich die Bananen her, wenn man fragen darf? Muss doch irgendwie Altglas und so irgendwas sein. So, meine Waren hier sind weg. Die haben sich verabschiedet. Schade. Aber sei es drum. So. Ich kriege noch ein bisschen mehr Fischöl. Dann müsste das ja sicher reichen und kein Problem mehr sein. Kann zumindest hier auf der Insel jetzt mal mit den gebackenen Bananen dem mal jetzt ein bisschen entgegenwirken. Maisplantage. Ja, brauchen wir sowieso. Die Menschen lassen sie hochleben. Nutzpflanzen farmen, ist ja generell. Ne, was ich mir jetzt gerade frage, wenn wir hier sowieso jetzt den krassen Teil hier haben, Nutzpflanzen farmen, Produktivität plus 40%, An Arbeitskraft. ob ich hier jetzt nur Kaffee zum Beispiel mache und an anderen Stellen halt noch was anderes. Ich meine, viel Platz haben wir nicht, das stimmt, überall ist irgendwas im Weg. Wir haben halt hier nicht so viel Platz, wie ich gerne hätte. Klar, ich kann die Feuerwache hier übersetzen. Aber trotzdem, einerseits brauchen die Bananenplantagen. Da brauchen wir auch noch für Kaffee, also sprich Kaffeeplantagen brauchen wir auch noch. Und wir brauchen ja sogar noch für Tortillas noch die Maisplantagen. Und ja, ich kann da alles reinsetzen, ne? Sprich, ich kann den noch reinpacken, ich kann den noch reinpacken. Menschen lassen sie hochleben. Das ist die Frage, lohnt sich das so? Falls ja, gehe ich mit dem vielleicht irgendwie hier runter. Ah, sind nur 3 Felder immer. Also quasi hier sage, okay, Das Land erst vor. ich mache die Maisfeldern auf der Seite. Das krass wird eigentlich kommen so. Mal ganz kurz gucken, wie war das Verhältnis mit gebackene Banane? Ey, warte mal, hier mache ich den. Wie sollen wir das Das ist der durchstehen? Mais. Keine Ahnung. Nerv nicht, so steht das durch.
Habe ich eigentlich auch jetzt aber der Tierbäckereien ist es schon so 2:1, wa? Sprich 2 Maisplantagen für eine Tortillabäckerei. Ja, da vorhin ja wirklich sehr, sehr viele. Okay, sprich, ich habe gar keine andere Wahl. Ich muss einfach ein bisschen ausprobieren, bis es klappt. Fertig. Was anderes geht hier einfach nicht, Freunde. Weil ich hier jetzt auch erhöhte Produktivität habe. Ich muss fast schon bei dem gucken. 50 geht noch höher. Müsste eigentlich schon, wa? Gut, ist fraglich, ob wirklich die paar ausreichen. So, das so viel zum Mais. Kaffee wollte ich wirklich hier drüben machen, wenn wir hier wirklich mal genug haben. Das heißt, ich würde die eigentlich gerne hier drüben machen, Bananenplantagen. Krass, war sogar noch 128. So, dann kommt da noch einer hin. Wieder mal verschwendete Plätze. Oh, warte mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mehr Bananen brauche. Wobei jetzt aber ungefähr gleich viel, also. Scheiß auf meine Aussage. Habe ich hier alle? Okay, hier ging ein Feld verloren. Hier gingen sogar sehr viele Felder verloren. Da haben wir den noch. So. Dann Feldbananenplantage. Die Menschen lassen sie hochleben. Ich will es hoffen. So. Dann jetzt mal in die hier durch das Teil und die Ackerbäuerin ist ja vor allem für die Maisplantage zuständig. Das ist alles optimiert. Perfekt. Kann ich mal noch ein bisschen von der Insel übernehmen. Dankeschön. Genug Kohle haben wir ja. So. Dieser Ort ist schon lange kein Geheimtipp. Zu viele Transport, ja, da war mir klar. Jetzt eher gerade ein bisschen darum. Fischöl. Ja, das ist immer noch die alte Leier. Kaffeebohnen, das ist klar, man kann gar nichts machen in der Hinsicht. Ja, warte mal, wir machen das anders.
aus der Insel, wir brauchen Treibstoff, ja. Das ist der Quatsch. Weil man sich das eigentlich auch dann im nächsten Schritt mal überlegen könnte, wenn ich hier wirklich sage, okay, ich zapfe hier ein bisschen Öl an, dann wäre das wirklich eine Option. Die Frage stellt sich immer noch, wie viel brauche ich jetzt überhaupt bezüglich den Kaffeetanten hier. Kann auch nichts rauskommen. Das war ein relativ simples Rezept, oder? 1:1. Nee, natürlich 2:1, super. Also hier 5 Stück habe, auch 10. 10 solcher Dinge. So, das wären 10. Natürlich sogar noch verkehrt herum. Super. Wobei wenn ich es natürlich mit Traktoren ausstatten würde, wären es weniger als 10, ich bräuchte. So, eventuell kriegen wir das noch irgendwie hin. Hier noch irgendwie ein Kabäusken oder so. Ist doch alles sehr, sehr eng geworden. Eng anliegend vor allem. Also weiter runter geht es auch nicht. Aber, warte mal, wenn ich das so mache. Und hier 5 habe, könnte ich hier zumindest mal in der Theorie nochmal so ein Häuschen hinstellen. Aber nicht genau so, ich muss ein bisschen anders machen. Sogar so, damit ich... Ne, wenn ich das so mache... So wird es gehen. Aber dem hat er keine Chance. Oh Mann, also ganz ehrlich. Ich kann den nicht mehr verschieben. Oh, wieso müssen diese scheiß Lagerhäuser so groß sein? Ganz ehrlich. Oder Planänderung. Er reicht natürlich auch nicht mehr alle Häuser. Super. Wobei, sagen wir ehrlich, hätte es hier überhaupt gereicht? Nee, auch nicht. Naja. Andererseits habe ich hier sowieso auch, genau, das Ding, mit dem ich ein bisschen schneller vorangehen müsste. Ich brauche vielleicht gar nicht irgendwie 10 Stück, vielleicht reichen es sogar 8. Die Menschen lassen sie hochleben. Ja, Moment mal. Dummerweise in da unten nicht mehr, würde ich aber gerne doch mitnehmen. So würde ich ihn erreichen. Geht es so auch noch und den da oben auch noch, wa? Mir geht es gerade um die Felder hier, nicht um die Kaffeeplantagen. Und ja, der Part ist schon längst vorbei. Jo. Das will ich jetzt hier noch ganz schnell machen. So wird es doch noch reichen für einen. Nee. Baugelände ist blockiert. Der Gosse klebt Ihnen unter den Sohlen. Deine Mutter. Kommt immer wieder gut. Da schlummert großes Potenzial in Ihnen. Ich weiß.
So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Sag mal. Super, das geht nicht mehr. Da waren noch 2 Felder. Ach, das wird eng. Ja, gerade ein bisschen doof was gemacht habe, aber egal. Warte mal, machen es so und verkürzen es dann. Okay. Ah, okay, ging doch so. So, der ist leider vor allem für die Tortillabäckerei, noch nicht für die gebackenen Bananen, aber vielleicht kommt das mal noch. Tuchschneiderei, ja, da muss er rüber. Warte mal. Bankgefahr minus, doof. Ja, warte mal, nehme ich hier noch was mit und zwar gerne das Item. Tafelmeisterei, nee, so eine Handelskammer. Den, weil sonst vergesse ich es wieder. Und da ich da drüben vor allem noch Ding bauen will. Genau, weil wir das natürlich auch brauchen. So, also ist hier das geklärte Ziel, dass gebackene Bananen auch wegkommen. Wow. Wenn die nicht erst etwas springen. Das war die nächste Folge. Tuchschneidereien, genau, die kommt alles von da. Picobello und dann kann hier natürlich die Fischöldinger auch weg. Also. Stimmt, da war ja was. Neue Ziele? Ja, komm, geh mal rüber, bitte. Flotte beginnt Geleitschutz. So. Dann zum Abschluss der Folge mal noch gucken, was haben wir jetzt hier alles Schönes. Was schon funktioniert und was auch nicht so sehr. Tortilla sieht wieder mal gut aus. Die Bananen kommen gerade erst richtig in Schwung, das ist normal. Da muss ich noch ein bisschen aushelfen. Fischöl steigt, Bananen sind gut. Mais sinkt noch ein wenig. Okay, das überrascht mich jetzt ein wenig. Ja, ich weiß, ich hatte vorhin viel, also, heißt viel zu viel, aber sehr viel Mais, das ist natürlich klar. Aber sagen wir es mal so, wir haben hier halt die Hauptfelder, ja, versucht habe irgendwie bestmöglich, nach bestem Gewissen und Wissen und was auch immer, dank dem hier abzugraden. Wenn es halt trotzdem nicht reicht, habe ich hier noch ein bisschen Platz, so ist es ja nicht. Ich mache halt zur Not hier auch noch ein paar Dinger hin, wollte ich zwar eigentlich ursprünglich gar nicht machen, aber in der Not scheißt der Teufel fliegen. Oder frisst sie, was auch immer ihm lieber ist. Am Ende kommen noch die goldenen. Genau, und dann kann ich hier mit dem Jornalero theoretisch da 1, 2 upgraden. Vor allem, wenn es hier um die Kaffeeröstereien geht. Wobei sieht es eigentlich wieder ganz gut aus. Wir haben da 10. Mais nimmt stark ab, ja, da müssen wir ein bisschen beobachten. In der Kombination mit Bananen. Ist das jetzt cool so, wie es jetzt ist? Oder brauchen wir noch irgendwas? Kommen wir so mit dem Fischöl. Muss ich vielleicht irgendwie jetzt hier eine Bananenplantage genommen habe, abreißen. Doch wieder durch Mais ersetzen. Bleibt stets. Weil es geht auch vor allem darum, wir brauchen hier die ganzen Waren auch. Weil der stellt ja keine eigenen Bananen her. Vor allem ist es ja so genau, dass ich ja von hier die Bananen. Also ist ja auch, also hier Bananen mitnehme und da ausliefere. Das ist ja jetzt gestrichen.
Was natürlich vor allem noch ist, ist hier Bananen einladen und hier ausladen. Und halt immer 50 mitnehmen, weil ich hier keine mehr habe. Wobei es eben nur temporär ist, dann geht es eigentlich noch. Man sieht ja jetzt auch wieder, dass die Bananen wieder steigen. Aber nicht so schnell, wie ich es gerne hätte. Tortillas, da ist schon ein bisschen besser. Wenn ich wieder zu viele Tortillas habe, müsste der Meister aber sowieso auch wieder anhäufen. Weil sich dann hier Tortillabäckereien sagen, oh, wir haben so viel Mais, so viel Fischöl, wir kommen gar nicht hinterher. Genau, und ich denke, mit 5 Kaffeeröstereien, je nachdem kann ich die auch noch ein bisschen verbessern. Ich hoffe zumindest. Weiteren Item. Das wir dann noch irgendwie in der alten Welt herstellen müssen, aber egal. Dann kommt das sicher auch gut. Jetzt aber hauptsächlich einfach mal, also mal genug Kaffeeplantagen habe. Jetzt habe ich aber nur 6 im Lager, also. Der Angriffspakt wurde beendet. Ist schon heftig, hä? Und das, obwohl ich hier eben auch das mit den stählenden Dingsbums habe, die natürlich jetzt nur bei denen ausgerüstet sind, ja, aber trotzdem. Sie haben nur sich selbst enttäuscht. Verstehe ich jetzt nicht, warum der jetzt irgendwie da so sauer ist, weil, sagen wir ehrlich, das waren die beiden Schiffe, die den transportieren mussten. Was kann ich dafür, wenn er einfach irgendwie sagt, jetzt bist du zu spät? Kann ich doch nichts für. Weil ich war ja vorher schon da. Nur er wollte nicht. Ja. Wie dem auch sei. Also, kleiner Ölhafen hier. Da ist auch klar. Was mache ich mit dem Teil hier? Der Kaffeeboden dürfte gar kein Problem aktuell sein. Da ist hier ausgeglichen. Ich habe recht Glück und es reicht momentan. Wenn ich hier ordentlich was an Kaffee produzieren kann. Da der irgendwie ein bisschen Kaffee geklaut hat, könnte sein, ja. Gebackene Banane, da war garantiert jemand da, der ein bisschen was geklaut hat. Ja, siehst du? 50, 50, 50. Die klauen ständig nur. Unglaublich. So, was natürlich in der Fall ist, Ponchos gehen auch runter. Banane muss ich vor allem deswegen vielleicht noch mit einem dahinter. Weil ich hier noch ein bisschen ausbauen will. Ich glaube, kann jetzt schaden. Eine gebackene Banane, Dingsbums mehr. Banane läuft dann ganz gut. Mit der Fischöl-Kombination ja auch. Ich platziere mal hier eine mehr, damit ich es in der nächsten Folge noch weiß. Oder hoffentlich die Anspielung darauf verstehe. Aber zögert sich momentan ein bisschen egal. Ja, dann die Mais jetzt wieder. Dafür habe ich jetzt wieder Tortillas voll. Und jetzt sagen die sich halt wieder, oh, das Lager ist voll, was soll das? Und dann kannst du den Mais noch ein bisschen ansammeln hier. Und sonst eben Notbremse. Hier mal so eine Bananenplantage rausnehmen oder hier irgendwie was machen. Einfach die Idee hier mit Bananenplantagen schon cool, aber ja, Platz fehlt halt schon. Egal. So, Freunde, so viel mal zum Plan jetzt hier in der neuen Welt, wie es hier weitergehen könnte. Und auch hier oben noch ein bisschen ausgebaut wird, damit wir hier wirklich ein paar mehr Leute haben. Und vor allem hier auch mit der Kaffeerösterei und so. Damit das alles funktioniert. Wie gehofft, wie gewollt. Da muss man ein bisschen gucken wegen den Melonenhüten. Also ja, da ist ja die ganze Hutproduzierei, die ist ja da oben. Die bleibt ja auch da oben. Da muss ich einfach gucken, dass ich halt Bananen und Tortillas da hier rüberbringe. Und eventuell auch schon mit den Perlen anfange. Aber mal gucken. Die habe ich auch einen Weg, den ich nutzen kann. Genügend Arbeitskraft, der ist mal klar. Und hier die Ölraffinerie, da ist jetzt auch schon alles mal ein bisschen vorangedacht. Dass das hier nicht das Wahre ist, sieht man auch. Das Schiff ist auch da, um das Item abzuladen. Okay, dann stimmt das soweit. Jo. Der will hier irgendwas mit dem hier. Ich bleibe da aber noch möglichst fern von, ganz ehrlich. Weil wir haben andere Sorgen, Freunde. Obwohl ich kaum ausweichen kann, wa? Scheiße. Nee, komm, scheiß drauf. Also, nächste Folge. Auch hier müssen noch ein bisschen
ausbauen. Hier war vor allem noch viel mehr Touristen. Da sind wir aber auch zum Teil dran mit dem Shampoo, so eine Sache. Der Mangel an Speis und Trank ist so gewollt? Also, da muss er sowieso in 9 Welten machen. Wieso das plötzlich 99% ist, nicht 100%, verstehe ich halt auch nicht mehr. Wo sind all die Sehenswürdigkeiten? Und die Pracht, die mir... Ah, hier ist 100%. Okay, gut. Scheiß drauf. Wenn die nie Probleme damit haben. Palast muss noch versorgen. Genau, der ist ja irgendwo mal angedacht da unten. Genau hier. Wo man bauen will. Ja, was jetzt? Muss man jetzt hier hinsegeln oder da oben hin? Ah ne, das war ja das mit der königlichen Lektüre. Genau, da muss ich sowieso mal dann offscreen recherchieren, was ich da genau für ein Buch brauche. Aber ja. Ich würde sagen, Freunde, wir kommen langsam zum Schluss. Wir sind schon wieder bei 40 Minuten, das ist nichts Neues bei Anno, dass ich ein bisschen länger mache. Dafür werden Sie sich noch verantworten müssen. Einfluss minus 46. Da muss ich so viel Einfluss wieder investieren, um die Insel zu kaufen. Ich dachte, ich kriege nach einem Einfluss, den ich bereits investiert habe, wieder zurück. Weil ich will die Insel ja schon haben. Genauso wie die da oben. Wobei, vielleicht kann ich es mittlerweile auch sparen, wer weiß schon. Diplomatie irgendwie was Wichtiges. Oh ja, oh. Mit dem man so ein bisschen verscherzt war. Ich brauche keine Almosen. Aber geben Sie her. 75, ja, Handelsrechte kann knapp reichen. Aber es ist klar, wenn ich ständig die Insel wegkaufe, dass es dann ein bisschen sauer wird, würde ich auch werden. Also insofern kann ich ihn absolut verstehen. Viele frühere Expeditionen haben sich im Eis verirrt. Das schon wieder. Ja gut, mach das mal. Das hast du dir mehr als verdient. Dankeschön. Ja, daneben, nächste Folge. Vom letzten Beutezug. Viel zu tun, sowohl in der alten Welt als auch in der neuen Welt. Aber wir müssen halt ein bisschen gucken, wie sieht es eigentlich da generell dann mit dem nächsten DLC aus, weil das wird dann sicher noch Spannung pur versprechen. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, aber ansonsten sieht es hier doch relativ gut aus, finde ich. Ich gehe sozusagen in Vorleistung. Tolerabel. Und jetzt irgendwie da mit dem Ruhm. Besser als von mir prognostiziert. Der hat eigentlich auch keine mehr. Wir hatten hier alles noch rum. Das ist das Wort Wissenschaft. Ah, die natürlich auch. Das ist vor allem Die wegen Wahrheit der... liegt vor allem im Wein. In den Forschungspunkten war da eigentlich mal die Idee dahinter. Muss ich aus irgendwelchen Gründen zu wenig rum haben, oder? Fast schon eine Rumbrennerei. Ja gut, die sind nur eine, aber... in der Manufaktur. Importieren aus der neuen Welt mache ich gar nichts mehr in der Hinsicht. Komm. Ich muss hoffen, wir vor allem noch genug haben. Kartoffeln und Kohlen. Da muss ich in der nächsten Folge mal gucken. Wie sieht es eigentlich hier genau aus mit den Rohstoffen? Hatten wir auch mal so Probleme. Das ist relativ cool. Oh, Mehl. Mach ein bisschen Kopfschmerzen. Warum Die das? Lager sind voll. Stoppt die Maschine. Sieht beschäftigt aus. Da kommt ihr. Wann geht's hier denn mal weiter? Was führt sie zu uns? Okay, mit der Mühle muss ich ein bisschen beobachten, was ich da irgendwie verbrochen habe. Aber hier ist cool. Kartoffeln, Wolle, Schweine, Getreide, Hopfen, Trauben und Kautschuk. Das sind alles so Importwaren, die ja von Norton Bay herkommen. Was haben wir hier? Schönes Kokosöl. Zimt, ja, die kommen ja von den Bäumen. Ein Handelsabkommen geschlossen. Die kommen von diesen seltsamen Baumschulen in der neuen Welt dann, die wir noch gar nicht gemacht haben. Großer Gott, hier ein bisschen mehr Öl, ist aber wieder so wenig. Es steigt wieder ein bisschen. Habe ich hier noch ein bisschen was? Ne, auch nicht mehr. Ach du Scheiße. Zu viel Ölverbrauch, Freunde. Deswegen müssen wir auch unbedingt die neuen Welten angucken. Aber gut. Insofern. Nochmal mit einem letzten Blick vielleicht ganz kurz hier drauf. Ja, Bananen war klar, dass ich da gucken muss. Kaffee sieht, glaube ich, besser. Dann bin ich nicht ganz so sicher. Und bleibt klar, ich ja logisch nichts davon verbrauche.
An selbst steigen aber, Fischöl auch. Mais sinkt, ja gut, also so wie es hier aussieht, man sieht es sofort, da kann ich mir locker nochmal eine weitere Küche leisten. Kann ich sogar schon machen. Kaffeebohnen steigt auch, das ist das, was mich ein bisschen verwundert. Aber positiv verwundert. Und dann mal gucken, wie es dann mit 5 oder 6 Küchen eventuell sogar aussieht, ob wir das mit dem Mais für Tortillas wirklich auch mal den hier zum Beispiel abbauen können und durch eine Maisplantage ersetzen können. Eine Option. Aber egal. Freunde, in der Hinsicht sage ich endlich mal vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Hier mit gebackenen Bananen und Fischöl, was drauf geträufelt wird und so, aus normalen Bananen. Sage ich an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich bis bald, bis zum nächsten Mal. Dann, wie bereits erwähnt, auch hoffentlich mit dem nächsten DLC für die Wolkenkratzer. Das wird hoffentlich nicht allzu anstrengend. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.